Hallöchen, sagt die Krawallmaus. Hobitere und guten Abend, sagt der Jojo und der Dragonchrist. Servus zum dieswöchigen Kassettenschmerz. Den letzten im Februar. Der Kickser war, ist der Februar auch schon wieder vorbei. Kruzer, fix vergeht die Zeit. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, weil der Kas wird ja auch auf Twitch übertragen und das läuft immer schon ein paar Sekunden früher. Also sollte uns irgendjemand auf Twitch zuschauen, wundert mich nicht, warum ich die ersten Sekunden total eingefroren da sitze, weil ich da einfach noch nichts zum Sagen habe, solange es nicht schon nicht auch auf wie heißt der Schmarrn, wo man das an YouTube gestreamt wird. So, was machen wir heute? Haben wir wieder ein bisschen Trailers, Posters, Casts und News. Zugleich natürlich Unboxing für unseren Sesselberger. Haben wir wieder einen Boglermon dabei, natürlich. Und einmal One Piece. Und diesmal haben wir ein Extra Booster EB03. Habe ich das letzte Mal LA Games gefunden. Aber dachte, das nimmst du jetzt mal mit, so ein Extra Booster hast du nie gehabt. Und habt ihr es gesehen? Gerade nochmal, schaut sie, 10 Euro kostet es. 10 Euro für Eiervergnügen. Unglaublich. Aber ja, werdet ihr schon wissen, was nicht an Geld ausgibt. Für mich. Homie, ich wollte gar nicht als erstes ein neues Poster sagen zu Radio Not 2, aber irgendwie kriegt man die Poster teilweise nur noch über, was weiß ich, wie heißt das alles, Instagram und Facebook und was weiß ich. Und da sind die halt dann ungefähr so groß. Drum habe ich es eigentlich jetzt nicht außer da, könnt selber googeln, cool mit dem Dämonen-Teufels-Hintergrund und so, alle Leute drauf. Glaub, der wird fett, das schaut auf alle Fälle schon mal geil aus. Wo es auf alle Fälle auch cool ausschaut, ist ein neuer Trailer oder der erste Trailer zum neuen Film von A24, Welcome to the Backrooms. Da müsst ihr mal den Trailer anschauen, es ist immer so der gleiche Raum, der sich immer mehr und mehr verändert. Das schaut schon wieder sehr abgetraut aus. Da bin ich gespannt, was das wird, um was das am Ende dann überhaupt geht. Trailer macht aber sehr neugierig. Irgendwie habe ich ein wenig halt so Skinamarink-Vibes gehabt, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil man einfach nur einen Raum sieht und bei Skinamarink sagt man ja nicht recht viel mehr. The Beauty ist eine richtig geile Serie. Merci für die Empfehlung, bisher die größte Überraschung des Jahres. Ja, freut mich. Schön, dass du auf mich hörst. Ich empfehle nur gute Sachen. Immer. Ausnahmslos. Mein Geschmack ist absolut erhaben. Das müsst ihr euch immer merken, dass was mir gefällt, ist in der Regel wirklich gut. Alles andere ist Käse. Aber ja, The Beauty ist geil. Oft cooler Body Horror, coole Geschichte, coole Figuren. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin jetzt, ich glaube, ich habe 5 oder 6 Folgen bisher geschaut. Sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Dann, was haben wir noch für einen Trailer? Kurz bevor es jetzt losgegangen ist, hat Warner Brothers einen neuen Trailer rausgehauen zu Mortal Kombat 2. Das ist jetzt das Poster, man sieht, da steht noch Datum Oktober, 24. Oktober drauf, so war es letzter gewesen. Jetzt, glaube ich, kommt am 8. Mai raus. Und neue Trailer schaut richtig geil aus. Man sieht wieder, dass sie weiterhin Wert auf das legen, nah am Spiel trotzdem sein. Die Kostüme sind cool, die Figuren sind cool, die Sprecher sind, cool, sind aus dem Spiel aus. Und was in meinen Augen da das Wichtigste ist, das Moveset. Da hast du ein paar schnelle Kampfszenen und du siehst halt einfach so diese markanten Bewegungen und Angriffe, die man aus Mortal Kombat kennt. Das setzen sie wieder sehr geil um. Darum habe ich schon sehr viel Bock auf Teil 2 und ich hoffe, dass wir auch wieder schöne Fatalities zu sehen kriegen. Der mit dem Hut vom Kung Lao, der war nämlich schon nicht schlecht im ersten Teil, genau. So, was haben wir noch für einen Trailer rausgehauen? Nämlich The Cure mit dem David das Mädchen. Da hast du mich eh schon. Also, sobald der mitspielt, sage ich, alles klar, schau ich mir an diesen Film, habe ich Bock drauf. Teilt jetzt der noch? Sagt's mir, ob er noch teilt, wenn nicht, ist mir auch scheißegal. Habe jetzt nur kurz vorher noch reingeschaut in das Teil. Schaut nicht schlecht aus, aber auch noch nicht so wirklich vielversprechend oder viel aussagend, sage ich jetzt einmal. Aber ja, wie gesagt, David das Mädchen ist am Start. Müssen wir anschauen. Kennen wir nicht aus. Dieser Mann hat es mir angetan. Ich liebe ihn. Ich sag's, wie es ist. Ich liebe diesen Kerl jetzt. Eigentlich liebe ich ihn schon lange, aber jetzt liebe ich ihn so richtig. Jetzt liebe ich ihn so richtig. Was haben wir noch für Trailer? Genau. Ein neuer Body Horror kommt namens Slanted.
Und den finde ich ganz interessant, vor allem die Thematik. Ich glaube, im Stitches ist er schon gelaufen und ziemlich gut angekommen. Es geht jetzt auch nicht um Schönheits-OPs, also schon in einer gewissen Form, aber es sind ethnische Modifikationen, also nämlich People of Color in weiße Menschen verwandeln und umoperieren lassen und scheinbar dann am Schluss durch irgendeine Nebenwirkung zerfallen, soweit man es aus dem Trailer feststellen kann. Die Idee finde ich voll geil. Das ist mal richtig was Neues. Zumindest habe ich so noch nicht kennt aus irgendeinem Film. Bin ich sehr neugierig auf diesen Film. Hat der Trailer cool ausgeschaut, also quasi eine Mischung aus bla 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 und Substance. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was der erste Film war, den sie da als Mischung angegeben haben. Ich weiß es nicht, aber mir ist scheißegal, ich schaue mir das trotzdem. Ich werde mir das trotzdem anschauen, weil es nämlich cool ausgeschaut hat. Ja, cool. Dann haben wir Faces of Death, Gesichter des Todes, kommt ja dieses Jahr noch raus. Ich glaube schon im April, sieht man es da auf dem Poster. Und jetzt habe ich noch gelesen, es geht nicht darum, dass sie, weil ich glaube, beim letzten Mal war noch die Info, die ich gehabt habe, dass sie ein Remake zu dem Originalfilm dran wollen. Jetzt ist es aber eher, glaube ich, so, was ich jetzt gelesen habe, dass es darum geht, dass sie nachforschen, also eine Dame, ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr, ist mir egal, werden wir dann schon erfahren, wenn wir den Film schauen, nachforscht, was da echt ist und was nicht echt ist und dann halt auch im einen tieferen Sumpf eintaucht und Wirklichkeit und Fiktion nicht mehr so richtig zu unterscheiden ist. Bin gespannt. Ich habe mit dem Original nie so viel anfangen können. Ähm, Das ist Geschmackssache, da aufgesagt und ins Surfeld bissen, gell? Meins war es nicht, muss ich sagen. Aber mal gucken, was das neue Teil kann. Trailer hat jetzt auch noch nicht so viel ausgesagt. Wird sich rausstellen, wird sich rausstellen. Übrigens, natürlich wieder wichtig für euch, diesen Freitag ist Sneak des guten Geschmackes. Ich bin am Start in Vilsbiburg werde ich sein, 21:45 Uhr. Wo es kommt, darf ich natürlich nicht sagen, soll eine Überraschung sein. Kann nur so viel sagen, dass der Film sehr gute, positive erste Reviews jetzt schon gekriegt hat und nonstop Action-Feuerwerk sei soll, das ziemlich abgespaced wird. Also, kommt auf Vilsbiburg, Sneak des guten Geschmacks am 21, was haben wir jetzt, am 27.02. um 21:45 Uhr. Oskar Fetzer Katz. Dreckschwein. Er wird immer noch mein Katz hier gebodyshamed. So, schwingen wir mal rüber auf ein paar Casting-News. Da gab es nämlich auch einige. Unter anderem ist die erste Casting News, dass der Christian Bale jetzt neben Leonardo DiCaprio in Heat 2 mitspielen wird. Ich habe jetzt ein Kapitel zum Christian Bale ausgesucht, weil ich glaube, Christian Bale kennt jeder. Wer einen Christian Bale nicht kennt, der sollte sich selber mal ein bisschen hinterfragen. Dann haben wir die Kristen Bell, die ist jetzt gecastet worden als Voice Actorin für die, wie heißt's? Amy Rose in Sonic the Hedgehog 4. Aha, ich glaube, es ist die Rosane, oder? Ist es die Amy? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Schiller, Haberderi. Hallihallo, sagt er. Haberderi. Genau, Kristen Bell als Amy Rose in Sonic 4. Finde ich ganz nette Filme eigentlich, alle drei. Die erste, den fand ich am coolsten, die anderen haben einfach Spaß gemacht. Was gar nicht ging, war der Knuckles, die Serie. Zumindest die Figur selber finde ich eigentlich cool, aber der Typ, der da mitspielt, der hat für mich, also ich, der Back den nicht, der ist schon fast auf einer Stufe gewesen mit dem Jack Black. Grausamst, grausamst. Dann haben wir, kommt ein neuer Horrorfilm, der nennt sich They Know, mit dem Bill Hader, geschrieben von Bill Hader, mitproduzieren wird er führt Regie und spielt auch mit in diesem Film. Ansonsten zum Plot habe ich noch nichts gelesen oder gefunden, aber Bill Hader ist auch so Kandidat, den sehr ich gerne, ist ein sympathischer Kerl und wenn der einen Horrorfilm macht, lasse ich mich überraschen und schaue mir das natürlich gerne mal an. Wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Ah, genau. Es ist ja, glaube ich, jetzt auch die Vorproduktion. Da glaube ich, gibt es ja schon einen kleinen Teaser zu Wednesday Staffel 3. Da haben wir jetzt die Winona Ryder dazu gekriegt. Müssen wir mal nur Staffel 2 anschauen. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich glaube, ich habe es eh schon ein paar Mal erzählt, ich bin nicht so der Fan von der Wednesday-Serie gewesen. Zumindest von der ersten Staffel nicht. Mal gucken, was Staffel 2 kann. Irgendwann werde ich schon mal nebenbei laufen lassen. Dip, 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 dio. Dann ein alter Bekannter.
in American Horror Story Staffel 13, ja, 13 mittlerweile, haben wir jetzt John Waters mit dabei. Finde ich cool, sehr gern, cooler Typ, mit seinem geilen Board. Und dann habe ich eigentlich das letzte Mal schon erzählt, dass Hard Eyes 2 angekündigt worden ist und jetzt ist er bekannt gegeben, dass der Mason Gooding zurückkommt für ein Date with Death, hat es geheißen, in Hard Eyes 2. Freue mich drauf, freue mich jetzt auch schon, wenn ich den Scream Sims sehe, auch ein sympathischer Dude und war in Hard Eyes 2 auch ganz cool. Drum, bitte gib mehr davon. Hard Eyes 2 bin ich sowieso gespannt, was uns da verzeihen. Ja, eigentlich kannst du nicht mehr machen als so ein typisches Slasher-Ding, dass wir jetzt wenn einen Hard-Eyes-Killer haben und so ein Whodunit draus wird. Aber wenn es cool umgesetzt ist, dann bin ich da immer dabei. Da habe ich immer Spaß. Seise, Hallihallo. Lautes Hallihallo sein. Haberdere. Zweite Staffel finde ich besser als die erste von Wednesday. Habe ich schon öfter gehört. Darum habe ich es auch nicht komplett abgestimmt, sondern werde auf alle Fälle mal nur reinlunzen in das Ding. Dann ist jetzt auch offiziell in Produktion, nämlich Evil Dead Wrath kommt 2027. Da hat es ja so ein kleines Ankündigung, so einen kleinen Ankündigungsteaser jetzt gegeben, wo sie einfach nur das Logo eingeblendet haben. Wir wissen ja schon, dass er angekündigt ist und dass schon ein Cast dazu rausgehauen worden ist. Und jetzt ist er offiziell in Produktion. Und das nächste alte Franchise, das nochmal aufgerollt wird, ist Akte X. Da habe ich auch schon wieder davon berichtet, dass der Ryan Coogler da ja droh ist. Jetzt hat er bestätigt, dass das definitiv sein nächstes Hauptprojekt werden wird. Ich bin sehr gespannt. Es soll ja ein neuer Cast kommen, soweit ich weiß. Ob die Alten, ob das irgendwie mit den Alten dann auch nochmal ist noch nicht bekannt gewesen. Aber der Ryan Coogler ist bis jetzt halt eigentlich auch ein sehr fähiger Mann gewesen. Drum lassen wir uns da, beziehungsweise ich lasse mich da auf alle Fälle mal überraschen. Und was mich auch überrascht hat, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt habe, dass ein dritter Teil von Becky rauskommt, nämlich The Last Temptation of Becky. Neil Patrick Harris ist dazu gekommen und soll ja schon diesen Sommer rauskommen. Sind jetzt, glaube ich, in Irland mit der Produktion fertig geworden oder mit den Dreharbeiten und haben eine Veröffentlichung im Sommer anvisiert. Finde ich cool. Der zweite Teil hat Spaß gemacht. Ich fand die sogar irgendwie amüsanter als den ersten Teil. Ich weiß nicht warum, aber es war eigentlich irgendwie total blöd gewesen, aber irgendwie hat er mir Spaß gemacht. Hat mich irgendwie bei Laune halten können. Was habe ich noch für euch? Was habe ich noch für euch? Sony hat sich mal wieder gemeldet und zwar zu seinem Spider-Man Spin-off-Universe nach, ich glaube, nur noch, oder insgesamt waren es eigentlich nur Flops, wenn ich das richtig im Kopf habe, außer die Venom-Teile. Aber ob das jetzt Morbius, Madame Web oder Craven war, ist ja alles vollkommen im Boxoffice untergegangen. Ist ja eingestampft, das aktuelle, aber sie wollen es jetzt rebooten. Anstatt man die Figur vielleicht einfach mit rüber ins MCU gibt und die geil ausarbeiten lässt, so, weil die Figuren haben so bisher, ja, sagen wir mal zu 90% alle geil ausgearbeitet im MCU. Versuchen sie es weiterhin selber. Ich bin gespannt, ob sie es irgendwann mal auf die Reihe kriegen, dass sie gute Filme machen, weil auch wenn Venom Kohle eingespielt hat, finde ich die unterirdisch. Das ist für mich also eine bodenlose Frechheit, möchte ich schon fast sagen, wie die mit der Figur umgehen. Vor allem im zweiten Teil. Ich muss immer an diese scheiß Szene denken, wenn er auf der Bühne steht und singt, boah, lecker, da kriege ich jetzt schon wieder Zustand. Da möchte ich sofort in den Laptop einbeißen. Grausam, grausam. Grausam. Naja, mal gucken, was Sony uns da jetzt mit dem Spider-Man Spin-off-Universe dann als nächstes abliefern wird, ob sie es endlich auf die Reihe kriegen, dass sie da was Gescheites machen. Wenn wir schon beim Venom sind, bleiben wir beim Venom. Denn dazu ist jetzt ein animierter Film angekündigt worden. Der Regisseur von Final Destination Bloodlines wird da auch Regie führen, dessen Name mir jetzt leider empfallen ist, keine Ahnung. Aber gerüchteweise heißt es jetzt schon, dass der Tom Hardy mit involviert ist, aber man weiß noch gar nichts, ob er als Voice Actor dabei ist, Produzent, sonst irgendwie. Er ist nur, gerüchteweise ist sein Name bisher nur gefallen. Mal gucken. Was sagt er? Was sagt der Philipp? Craven the Hunter muss ich noch schauen. Müssen das nicht. Hast nichts versammelt. Wobei er irgendwie, da gebe ich Mike immer recht, er geht irgendwie als wie so 80er Jahre No-Brainer Actionfilm. Da geht er irgendwie durch. Da kann man dann, man kann ein wenig also gute Zeit, sage ich jetzt mal, damit haben, wenn man das Hirn komplett ausschüttet und einfach nur ein bisschen Gescheppere haben möchte. Für das ist er nicht, für das ist er ganz okay. Aber war weit weg vor einem guten Film. Und ich finde dann Rhino auch wieder komisch. Ich weiß nicht, warum die keinen richtigen Rhino hinkriegen. Das war so ein geiler Gegner.
Die möchte ich endlich mal geil umgesetzt kriegen, aber bisher haben wir das noch nicht geschafft, dass wir mal einen gescheiten Rhino herballern. Naja, mal gucken, was auf uns zukommt. Und was ich noch gerade gelesen habe, da habe ich jetzt ein Kapitel mehr für euch, also müsste ich jetzt gleich mit meinem wunderhübschen Gesicht wieder begnügen. Ähm, Es ist jetzt vom Damien Leone, der Regisseur von Terrifier. Er hat jetzt ein kleines Statement gegeben, weil es so viele Gerüchte schon wieder gibt zu Terrifier 4, in dem er jetzt einmal klargestellt hat, also das Skript ist bisher nicht fertig, ist aber kurz vor der Vollendigung und sein Plan ist, dass er im Frühling in die Pre-Production einrutschen kann. Und er hat dazu gesagt, wenn es irgendwelche wichtigen Neuigkeiten zu Terrifier 4 gibt, egal wo es, egal wann oder so, dann werdet ihr das von mir hören, also von ihm und von mir dann natürlich, weil ich werde sowieso immer gleich in CC gesetzt. Aber ansonsten soll man auf nichts Wert legen, was man irgendwo liest, weil er der Einzige ist, der, oder wie man es richtig sagt, der Einzigste, der wo dann die Infos korrekter ausergibt als wir, jeder andere. Bester Podcast mit bestem Deutsch. Yeah! So mengen wir das, so mengen wir das. Diesmal habe ich ja wieder ein bisschen Streaming-Releases für euch dabei. Es kommt die Woche tatsächlich mal wieder irgendwas aus, das für mich zumindest interessant genug war, um es hier zu erwähnen. Auf Netflix haben wir einmal ein Baki Duo, nennen sie das. Das ist ein Anime. Da gibt es schon, ich glaube, eine Hauptserie mit 3 Staffeln. Dann gibt es noch eine, so ein Spin-off mit 2 und jetzt gibt es noch mal eine dritte. Läuft ab morgen auf Netflix. Ich weiß nicht, ob ich einsteigen werde, weil ich den Zeichentrickstil irgendwie richtig greiselig finde. Aber es gibt ziemlich viele Leute, die auf Baki stehen. Darum habe ich gedacht, hau es mal mit eine. Und dann für die Bridgerton-Fans ab morgen auch Part 2 der 4. Staffel, glaube ich. Also alle Bridgerton-Liebhaber morgen Netflixen. Dann haben wir auf Amazon Prime The Bluff, eine blutige Alternative zu wird's kosten. Blutige Alternative zu Fluch der Karibik. Wer ist da? Leonie Empel. Hobedere, servus Christi, schön, dass du da bist. Das freut mich. Genau, The Bluff. Ich glaube, es ist jetzt eh schon auf Prime verfügbar. Ist ziemlich geil, ist ab heute gratis auf Prime drin und wir haben heute einen Screener gekriegt dafür. Naja, ich schaue auf alle Fälle den Screener an und nicht auf der gleichen Plattform wie ihr ganzen Bauern. Puh, könnt vergessen, dass ich mich mit euch auf einer Ebene gebe. Und auf Apple TV, auf das freue ich mich schon richtig, ab Freitag die 2. Staffel von Monarch und die ersten Stimmen sind auch wieder sehr positiv dazu. Bis jetzt, ich glaube, auf IGN 9 von 10 und auch sonst hat es geheißen, dass sie eine super Balance zwischen gute Charaktere, vor allem das ist wichtig, gute Charaktere und geiler Monster-Action schaffen. Bin ich mal gespannt. So, Kinostarts der Woche. Was läuft die Woche im Kino? Wer unseren tollen Kinostart-Post noch nicht gesehen hat, der erfahrt es jetzt hier von mir. Ab morgen Marty Supreme. Das ist ja, glaube ich, jetzt gerade der erfolgreichste A24-Film aller Zeiten, kann es sein? Oder zumindest der erfolgreichste A24-Filmstart aller Zeiten. Irgendwie so. Muss auf alle Fälle unglaublich gut sein, der Film. Ist ein Biopic, soweit ich weiß. Ja, mal gucken, ob mir der irgendwann reinläuft. Filmstarts gibt ihm sogar 5 von 5, aber das heißt ja nichts. Dann nochmal ein fast perfekter Antrag. Eine Dramakomödie, bla bla bla. Elvis Presley in Konzert, Dokumentationsmusik, bla bla bla. Dann der neue Jim Jarmusch-Film kommt ja, Father, Mother, Sister and Brother. Und ich habe ein bisschen Gefallen gefunden am Jim Jarmusch, seinen Stil. Der ist so dermaßen eigen, den glaube ich, den mag man oder den mag man gar nicht. Ich kenne zumindest bisher nichts dazwischen. Ich habe Bock auf den neuen Film, bin gespannt. Aber was natürlich absolut das Highlight dieser Woche wird, Scream 7. Scream 7 kommt ab morgen ins Kino. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wer ist jetzt hier? Fritten 3008 habe Dere. Servus, Fritten. Krieg Hunger. Naja. Per Aspera ad Astra, was auch immer das sei soll, sagt mir überhaupt nichts. Schaut nach was Asiatischem aus. Sci-Fi-Abenteuer. Dann haben wir noch Night Stage. Das ist ein Erotics-Thriller. Crocodile Tears, 21 Pilots kommt als Konzert ins Kino. Da habe ich schon live gesehen, sind geil. 21 Pilots machen Spaß, coole Mucke, coole Typen. Ansonsten haben wir nichts Gescheites mehr dabei hier. Nee, das war's. Aber mit Scream 7 sind wir ja eh schon bestens versorgt diese Woche im Kino.
War die Woche schon irgendjemand beim Kino? Was habt ihr euch angeschaut? Verzeiht mir's aus mit der Geschichte oder wartet ihr auf irgendwas von diesen jetzt anlaufenden Filmen? Ansonsten gehen wir dabei schon mal rüber zu die nächste Woche geht's für mich auch in Scream 7. Ja, ich werde ihn auch erst nächste Woche schaffen. Weil morgen gibt es übrigens für euch, für euch gleich mal, morgen gibt es einen Talkthrough. Wahrscheinlich halbe Simme, morgen ein Talkthrough, Seppi und ich. Wir waren fleißig ohne Ende, wir haben einiges durchgezockelt. Und deswegen werde ich morgen auch nicht schon zu Scream kommen. Und dann am Freitag ist ja Sneak des guten Geschmacks. Ähm, und deswegen erst nächste Woche dann Scream 7. Fritten, ich gehöre zum Seise und zum Noah. Ja, schön, wenn die zwei da gleich mal ein paar neue Leute reinholen. Immer kommen Sie rein, zieht euch die Hosen aus und sitzt euch her, so machen wir das. So, gehen wir mal rüber zu die Streaming-Charts. Was haben wir denn? HBO Max ist auf Platz 10 mit The Pit. Hab immer noch keiner gesagt für euch, letzte Woche schon nicht und ich glaube die Woche davor auch nicht, ob ihr Schweinsliften jetzt schon HBO Max gemacht habt oder nicht. Seise, haut mal einen Euro rein, gibt es eine Tüfte von mir. We potato you. Vielen Dank, das freut uns, wie immer. Genau, wer hat sich schon HBO Max geholt? Denn da ist jetzt auf Platz 10 die erste Staffel von The Pit. Das muss ja auch so eine Überserie sein, was ich bis jetzt gehört habe. Habe aber noch nicht reingeschaut. Ich hänge nämlich jetzt gerade bei Harley Quinn immer nur auf HBO Max, die ist echt witzig. Dann haben wir Netflix, Bridgerton, die vierte Staffel auf Platz 9. Wieder Netflix mit der ersten Staffel Unfamiliar auf Platz 8. Prime Video mit der zweiten Staffel von Cross auf Platz 7. Netflix, dritte Staffel The Lincoln Lawyer auf Platz 6. Peacock, Katz, ich meine, du schreibst her. Peacock, ja. Jedes Mal denke ich immer wieder, ich wollte nachschauen, wo Peacock eigentlich bei uns irgendwie eingewurschtelt ist, wo man die Sachen anschauen kann. Habe es wieder nicht geschafft. Auf alle Fälle ist die vierte Staffel von The Traitors auf Platz 5 und die erste Staffel von The Burbs auf Platz 4. Dann Top 3 HBO Max mit der zweiten Staffel The Pit. Muss ein bisschen zur Katsumi rein, weil sonst jetzt kriegt man die dort bing. Platz 2 Netflix, 10. Staffel Love is Blind, das ist aber dann die Original-Ding, ja. Und vierte Staffel Lincoln Lawyer auf Platz 1, wieder Netflix. Ja, ja, so schaut das aus. Kurz mal die Katze ein bisschen gichteln. Ja, ja, ja. Und Ranzen auch noch grauen, ja, deswegen. Wir ranzen keine Sau. So, das waren unsere News und Neuigkeiten und Zeig und Klump und was weiß ich. So, ich muss leider weiter, sagt der Jojo, hau da mal einen Zwickel rein, da gibt es natürlich auch fette Potato für die. Und das nächste Mal schreist du mir lauter von deinem Pizzawagen raus, weil sonst kriege ich das nicht mit, dass du da bist, Kretin. Schön, dass du da warst, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und vergiss nicht, 20.03. guter Lachs im Passau Zauberberg, da wird wieder abgeschweindelt. Sollte man sich live nicht entgehen lassen, den geilen Schweinelgrunz hier. So, jetzt geht's weiter zum Unboxing. Ich habe zwar bis jetzt noch keinen Sesselberger hier gesehen, aber trotzdem, vielleicht gehört er zum Nachschausquad, wie es gehört für gute, brave Zuschauer und schaut es dann auch. Und dann darf es natürlich nicht sein, dass er einer schaut und ich kein Pokémon-Booster für ihn aufmache. So, schauen wir mal, ob wir reich werden. Wie immer versuchen wir es. Los geht's mit einem Schnuthelm und den Muschelklaps. Den Witz könnt ihr euch jetzt selber zusammenreimen, den ich da natürlich machen müsste, oder? Was sagt ihr da? Da habe ich noch tolle Videos für dir. Was gibt's da schon wieder für Videos? Habt, Dreckschwein. Wuffels, buddeln und zertrampeln. Raupe mit einem Käferbiss. Dann haben wir sengende Flammen, kriegst vom Magma. Sanaconda, Grollen und Boden gewinnen. Dann haben wir die Patinaraya, kenne ich nicht, Ramme und Mega-Einschlag. Ein einlösbares Ticket. Ein Despota, tut das Schillern tun? Ich weiß nicht, ich habe so schlechtes Licht da. Ja, hier, Schiller, Despota. Piu, 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 piu. Stachelenergie-Karte als Full Artwork, aber das wird wahrscheinlich keines dieser Du wirst reich Full Artwork sein. Und noch ein schönes Smetbo
mit Flügelstaubsturm und schön am Glitzern. Hui. Ja, mal gucken, vielleicht ist die Full Artwork von dem Scheißding da 1000 Milliarden Euro wert. Schauen wir mal, was ein extra Booster von One Piece kann. Da bin ich jetzt neugierig. Letztes Mal, ich weiß nicht, ob noch irgendjemand danach in die Kommentare geschaut hat, ich habe es noch reingeschrieben, die Karten, die wir das letzte Mal gezogen haben, die, wer war's? Ich glaube, was Shanks oder ich glaube Shanks, genau. Das waren tatsächlich die letzten zwei Karten, Shanks V1 und Shanks V2. Und diese V2 ist eine 20-Euro-Karte gewesen. Schau, haben wir schon die Hälfte von dem Booster da wieder verdient. Gucken wir mal, was diesmal drin ist. Also, als erstes Charakterkarte Makino. Wupp. Charakterkarte Baby 5. Dann weitere Charakterkarte Miss Valentine Mikita. Klar, Schiller, willkommen bei Einfach weil es geil seid. So, da gibt's Küsschens und fette Potatoes. Lauter geile Typen da halt hier. Charakterkarte ein. Da können gleich wieder mehr Booster gekauft werden. Das ist eine super Sache hier. Charakterkarte Kaya aus der East Blue. East the Blue. Jetzt haben wir ein Event. Thanks for the treat. Schaut irgendwie, keine Ahnung. Bedankt sich jemand bei ihr? Man kann es annehmen, so wie sie ihr Hint und ihren Blick und ihre Zunge da hat. Nico Robin. Auf die freue ich mich jetzt auch schon in der zweiten Staffel in der Realserie. Dann haben wir Kusuki Hiyori. Ein weiteres Event. But if we ever see each other again, will you call me your shipmate? Das ist jetzt Vivi, oder? Karten verloren. Alles gerettet. So, Charlotte Flambe. Jetzt tut es hier mal glitzern. Yamato. Und weitere Glitzerkarte Isoka. So, sollte da wieder irgendwas unbeschreiblich Wertvolles dabei sein, werde es euch in die Kommentare reinschreiben und nächste Woche unter die Nase reiben. Aber auf den ersten Blick hat es mir jetzt nicht so angeschaut, als war das zum Reichwerden jetzt halt hier mit diesen Karten. Naja, mal gucken, was die nächsten. Ich habe noch einen Stapel Booster da, hab schon wieder vorgesorgt. Leider keine Magic-Karten mehr, weil ich nicht noch irgendeine Reihe anfange. Die Turtles-Dinger hätten ja voll geil ausschauen. Also, wenn ihr möchte, dass wir Magic-Karten unboxen hier, dann spendet die Turtles-Karten. Ansonsten ist es leider raus, gibt es nur noch Pokémon und One Piece. Vielleicht gibt es ja die Naruto-Karten, mal schauen, ob es die bei uns irgendwo haben. Die dat mehr Sticker. Aber so sage ich erst einmal Danke für alle, die zugeschaut haben. Danke an die Spender. Das ist hier immer fette Potato. Das freut uns riesig, wenn ihr das macht. Unsere neue Folge ist raus, ein Primate. Und morgen kommt nur eine weitere Folge, in der wir die 4 Filme zum Hardline ankündigen. Das ist ja jetzt dann schon bald Mitte April ist das Hardline wieder in Regensburg und wir als Medienpartner haben da 4 Filme zum Vorstellen gekriegt. Die Folge kommt morgen gleich noch raus, ein kleines Special, mal 2 Folgen in der Woche. Und gleichzeitig morgen ab halbe Simme Talkthrough mit dem Seppi und mir. Schaut's ein. Ansonsten hören wir uns und sehen wir uns allerspätestens nächste Woche wieder. Macht es gut und Küsschen auf die Nüsschen. Au revoir, ihr